man meinen. Der Rechtsstaat ist die Bezeichnung für einen Staat, so liest man das auch im Internet, in dem Regierung und Verwaltung nur im Rahmen der bestehenden Gesetze handeln dürfen. Die Grundrechte von uns Bürgerinnen und Bürgern müssen garantiert sein. Staatliche Entscheidungen müssen von unabhängigen Gerichten überprüft werden können. Und dieses Rechtsstaatsgebot gehört zu den grundlegenden Prinzipien von vielen unserer Mitgliedsländern in der Europäischen Union, aber auch der Europäischen Union insgesamt. In Zeiten, wo unsere Grundrechte eingeschränkt werden, wo die Möglichkeiten unserem Beruf aufgrund der Gesundheitspandemie, wo die Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen zu treffen, eingeschränkt werden, ist natürlich die Frage, wie dieser Rechtsstaat in diesen Zeiten funktioniert, wie ausbalanciert das Ganze wird zwischen dem Schutz unserer Gesundheit, zwischen unseren individuellen Freiheiten einerseits und andererseits ist zentral. Wir haben gesehen, dass in dieser Zeit viele Parlamente ihren Spielraum an die Regierungen übergeben, teilweise zeitweise, teilweise war es unbefristet, teilweise sind diese Rechte wieder zurückgenommen worden. Der Rechtsstaat ist allerdings nicht nur unter Corona-Zeiten unter Druck geraten, sondern wir haben das auch schon in den letzten Jahren erlebt, wo liberale Demokratien immer mehr auch sowohl von gewissen parteipolitischen Strömungen, aber auch von Regierungen unter Druck gesetzt worden sind. Heute Morgen hat der Europäische Gerichtshof nochmal im Falle eines Gesetzes über Nichtregierungsorganisationen in Ungarn beurteilt, ebenfalls in diesem Zusammenhang. Ich freue mich, dass wir, um über alle diese Themen heute diskutieren zu können, 3 interessante Gäste bei uns haben. Zum einen die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Dr. Katharina Barley. Sie war früher auch Justizministerin in Deutschland und in ihrer beruflichen Karriere vorher unter anderem auch Richterin. Wir haben bei uns den Europaabgeordneten Charles Goerens aus Luxemburg von der Fraktion Renew Europe. Er ist unter anderem in der Menschenrechtskommission, im Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments aktiv. Und zuletzt von der Universität Luxemburg Professor Stefan Braun, Experte vor allem im europäischen Strafrecht. Er war zwischendurch auch Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Uni in Luxemburg. Ich freue mich, dass Sie Gäste auch dabei sind. Heute sind wir in Zoom ganz voll. Ich grüße auch die Gäste auf Facebook und die auf den anderen Kanälen auch gestreamt werden. Die Moderation übernimmt wie immer Jonathan Ponchon von unserem Büro. Vielen Dank, Christoph Schröder, und auch von mir ein herzliches Willkommen an die Runde und ein herzliches Willkommen an die Zuschauer in Zoom, auf Facebook, auf den verschiedenen Kanälen und auf RTL. Wir haben einige spannende Themen heute, die ich mit Ihnen gerne besprechen würde. Natürlich Aktualität, Brexit, Schengen. Wir sprechen über Rechtsstaatlichkeit, Christoph Schröder hat es schon angesprochen, über Ungarn, über Polen. Und dann gibt es noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das hohe Wellen geschlagen hat. Und auch darüber wird zu sprechen sein. Aber wie gesagt, als erstes beginnt hier mit der Aktualität, und zwar mit Brexit. Gestern gab es die erste Debatte darüber im Europäischen Parlament. Heute wird die Resolution dazu abgestimmt, zur Position des Europäischen Parlaments zu den Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich. Und das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass es nicht vorwärts geht. Das Vereinigte Königreich will die Deadline nicht nach hinten verschieben, trotz Covid. Also das heißt, Ende des Jahres muss ein Abkommen stehen. Ansonsten haben wir dann praktisch doch wieder einen harten Brexit und eigentlich der Streitpunkt, Katharina Barley, wenn ich das richtig verstehe, ist dieser Ausdruck Level Playing Field. Die Briten wollen gewisse Themen aussparen in den Verhandlungen und gewisse Freiheiten genießen. Und die Europäische Union ein umfängliches Paket schüren. Wer wird sich da durchsetzen? Die Briten, die Europäische Union oder der Pragmatismus auf beiden Seiten? Katharina Barley. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem spannenden Format. Und die Frage, die kann man gar nicht mit einem Wort beantworten. Denn es gibt ja nicht nur ein Problem. Es ist nicht nur das Level Playing Field. Das Level Playing Field bezeichnet die Anforderungen, die die Europäische Union stellt für freien Zugang zum Binnenmarkt. Und das ist natürlich das, was die Briten haben wollen. Die wollen gerne, wie gewohnt, als wären sie weiterhin in der Europäischen Union, ihre Waren und Dienstleistungen in der verbleibenden Europäischen Union anbieten können.
Und dann sagt natürlich die Europäische Union, finde ich völlig nachvollziehbar, okay, wenn ihr so wie wir alle eure Waren und Dienstleistungen anbieten wollt, dann müsst ihr auch die gleichen Bedingungen erfüllen wie wir. Also zum Beispiel bei Verbraucherschutz, bei Gesundheitsschutz, bei Arbeitnehmerschutz, bei Umweltschutz, auch bei Steuern, zum Beispiel bei Beihilfen, weil man ja sonst quasi einen Dumpingstaat in die Europäische Union einlädt. Wenn die all die Regeln, die wir haben, nicht beachten müssen, dann kreieren wir uns ja quasi einen Dumpingstaat vor der eigenen Haustür. Und warum sollten wir so einem Staat dann freien Zugang zu unserem Binnenmarkt liefern? Das ist einer der Knackpunkte. Das ist bei weitem nicht das einzige. Das andere haben Sie auch schon angedeutet. Die EU will ein umfassendes Abkommen. Die Briten wollen viele kleine Abkommen, weil sie so eben sich die Rosinen rauspicken können. Aber es gibt viele, viele weitere Probleme, in meinem Bereich zum Beispiel Recht, dass sie gar nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit alles geben wollen. Also sie wollen von uns alle Informationen, Daten und so weiter haben, wollen sie aber umgekehrt nicht geben. Ich bin leider inzwischen ausgesprochen pessimistisch geworden, weil auch keine Verlängerung angestrebt wird. Ich glaube, es läuft tatsächlich jetzt auf einen harten Brexit hinaus. Ich erinnere daran, dass, wenn ich das so sagen darf, bei Ihnen 3 Herzen in einer Brust schlagen. Ein deutsches Herz, ein britisches Herz, Sie haben die doppelte Staatsangehörigkeit, aber natürlich auch das europäische. Und ich erinnere daran, wenn ich jetzt auch das Wort weitergebe an Charles Goerens, dass ein weiterer unserer 6 luxemburgischen Abgeordneten, und zwar Christoph Hansen, Berichterstatter ist zum Freihandelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich. Aber jetzt erstmal die Frage auch an Charles Goerens. Ihr Blick in die Glaskugel zum Thema Brexit-Abkommen, sind Sie auch so skeptisch wie Katharina Barley oder sehen Sie noch Licht am Ende des Tunnels? Ja, ich bin wohl skeptisch, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sind mitten in Verhandlungen. Das geht nur schleppend voran. Es werden Ultimaten verschickt von London. Das können wir nicht annehmen. Aber immerhin, ich habe Hoffnung, weil wir haben den besten Unterhändler im Handelsfragen, den man sich vorstellen kann, Michel Barnier. Er ist besonnen, er hat die richtige Lektüre der Lage, er lässt sich nicht auf der Uhr bringen, er trägt alles sachlich vor, er arbeitet in voller Transparenz und so gesehen sind auch die Briten, die an einer argumentativen Auseinandersetzung interessiert sind, auch auf die Erklärungen von Michel Barnier angewiesen, denn von der britischen Seite kommt nicht viel. Die einzigen, die wirklich transparent spielen, sind die Europäer. Noch etwas Zweites möchte ich hinzusagen. Wir sind aber dennoch, und da teile ich ein klein bisschen die Skepsis von der Kollegin Barley, wir sind in der Europäischen Union in einem Dilemma. Sagen wir ja zu den überzogenen britischen Forderungen, überschreiten wir unsere roten Linien, sagen wir nein, werden wir nachher beschuldigt, an einem harten Brexit die Hauptverantwortung zu tragen. So gesehen, man sollte das nicht überbewerten, was jetzt in die Öffentlichkeit dringt. Ich bin auch immer der Meinung, dass man mit Besonnenheit, Geheimdiplomatie mehr bewegen kann als der Austausch von Botschaften über Rundfunk oder Fernsehen. Und wenn wir einen weiteren Blick wagen auf die Tagesordnung der Plenarwoche dieser Woche, dann fällt uns auch auf, dass heute Nachmittag darüber debattiert wird, wie es so mit der Schengen-Zone weitergehen soll nach der Covid-Krise und nach den Schließungen der Binnengrenzen. Also ist es ein Blick in die Zukunft. Doch bevor wir diesen Blick in die Zukunft wagen, lassen Sie uns mal kurz, Herr Braun, einen Blick in die Vergangenheit, also in die letzten Wochen und Monate wagen, über diese Grenzschließungen, die es da jetzt gab. Wie gesagt, anscheinend angeblich aus sanitären Gründen. Wir unterhalten uns heute über Rechtsstaatlichkeit. Auf welchen stabilen Füßen standen diese Grenzschließungen im Schengen-Raum, Herr Braun? Ja, die Füße waren alles andere als stabil, sondern die Beine, auf denen das stand, die rechtsstaatlichen Beine, waren ausgesprochen wackelig, meiner Einschätzung nach. Herr Schröder hatte ja in seinem Eingangsstatement darauf hingewiesen,
dass der Rechtsstaat davon lebt, dass er verbindliche Regeln schafft, denen sich die Staatsgewalten alle drei unterwerfen. Also Verbindlichkeit des Rechts zur Kontrolle politischer Macht, der Exekutive insbesondere, ist hier das Stichwort. Ich sage das deswegen, weil der Umgang mit dem Schengen-Acquis, mit den Regeln von Schengen gerade dazu das deutlich machen, wie mit dem Recht und dessen Verbindlichkeit hier umgegangen wird. Nach meiner Einschätzung ist die Verbindlichkeit des Schengen-Rechts, des Schengener Grenzkodex, des Durchführungsübereinkommens aus politischer Opportunität, vielleicht auch aus politischem Opportunismus zum Teil zur Seite gesetzt worden, nicht zuletzt durch den Bundesinnenminister. Wenn Sie sich die Voraussetzungen angucken, im Schengen-Acquis, insbesondere im Schengener Grenzkodex, auf den sich das Bundesinnenministerium ja gestützt hat, ist für mich alles andere als klar, dass die rechtlichen Voraussetzungen dieses Grenzkodex auch gegeben waren. Und zumal sowohl in formeller Hinsicht als auch in materieller Hinsicht. In formeller Hinsicht stützte sich das Bundesinnenministerium ja auf Artikel 28. Das ist ein Schnellverfahren, in dem sozusagen bei Notständen die Wiedereinführung der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen unmittelbar durchgeführt werden kann. Und diese Wiedereinführung der Grenzkontrollen bis zu 10 Tagen fortbestehen kann. Gleichwohl setzt das Konsultationen voraus im Nachgang zwischen den Mitgliedstaaten und ist die jeweilige Regierung. Die es nicht so wirklich gegeben hat, ne? Die es nicht so wirklich gegeben hat, ganz genau. Wenn Sie sich, ich finde das ganz interessant, wenn Sie sich die Notifizierungsschreiben nochmal des Bundesinnenministers an Kommission und Parlament anschauen. Das entpuppt nachgerade für einen Strafrechtler ein interessantes Täterprofil, ja, was sich möglicherweise dahinter steckt. Er sagt da, ich entscheide, der Bundesinnenminister entscheidet, und er ist der Überzeugung, dass diese Grenzkontrollen nun wichtig waren und notwendig waren, um den Virus zu bekämpfen. Das ist im Prinzip die Philosophie, die dahinter stand. Das ist in formeller Hinsicht ausgesprochen problematisch, weil das die Idee der Konsultation bilateraler Art mit den betroffenen Mitgliedstaaten, aber auch die Konsultation mit der Kommission und dem Parlament hier meines Erachtens keinesfalls hinreichend Rechnung getragen hat. Das ist das eine. Das andere sind die materiellen Voraussetzungen. Im Schengen, der Grenzkodex setzt voraus, dass eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung und die öffentliche Sicherheit bestanden hat und dass diese Maßnahmen verhältnismäßig waren. Öffentliche Sicherheit liegt weil eine sanitäre Krise schon eine Gefahr darstellt, oder? Für die öffentliche Ordnung. Das ist ein Punkt. Nicht? Man kann natürlich das interpretieren. Im Wortsinn der Vorschriften ist aber eine Gesundheitskrise keinesfalls notwendigerweise umfasst. Da kann man durchaus geteilter Meinung sein, ob das, was wir jetzt hier erleben, vom europäischen Gesetzgeber wirklich so angedacht war. Da hätte ich Zweifel, ob man ohne weiteres das nun auf den Grenzkodex stützen kann. Zum einen. Zum anderen für mich ganz entscheidend die Frage der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen und der Kausalverknüpfung zwischen der Seuche und diesen Grenzkontrollen. Vor allem aus luxemburgischer Sicht war es ja nun höchst unerfreulich, dass wir hier sozusagen nicht mehr unkontrolliert auf die deutsche Seite fahren konnten. Zum einen, zum anderen aber die belgischen und auch weiter entfernten niederländischen Nachbarn das weiterhin tun konnten. Das wirft natürlich nachhaltige Fragen auf im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der ja Geeignetheit, Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne voraussetzt. Und wenn Sie auf der einen Seite, auf der luxemburgischen Seite Grenzkontrollen etablieren, sehenden Auges, dass die Pandemiesituation in Luxemburg bestens unter Kontrolle war, jedenfalls nach einiger Zeit, und dass Sie das für Belgien und Luxemburg nicht machen, wirft für mich Fragen nach der materiellen, also inhaltlichen Begründbarkeit dieser Maßnahmen auf. Wir haben die luxemburgische Seite angesprochen, da will ich kurz auch Charles Goerens natürlich hinzunehmen. Wenn wir über diese Grenzschließungen sprechen, fällt mir auch eine skurrile Anekdote ein. Dazu man sieht, es sahen deutsche Grenzsoldaten auf den Brücken, die Deutschland und Luxemburg trennen, will ich nicht sagen, weil sie sind eigentlich auf gemeinsamem Staatsgebiet. Auch das ist sozusagen nochmal eine zusätzliche diplomatische Fußnote, dass sich deutsche Grenzsoldaten auch auf luxemburgischem Staatsgebiet befanden, um die Grenzen zu sichern. Aber Charles Goerens, ich erinnere auch für die deutschen Zuschauer daran, dass sie aus dem Norden Luxemburgs stammen und es besonders am Anfang der Krise ja so war, dass einige Grenzen nicht passierbar waren, und das gilt vor allem für die Grenzen aus dem Norden Luxemburgs, sodass man dann, wenn man zum Beispiel in einem Krankenhaus Hospitalier im Norden von Luxemburg in Ettelbrück zum Beispiel arbeiten wollte
und je nachdem aus der Eifel kam, in Deutschland dann 100 Kilometer Anfahrt hatte. Wie haben Sie diese Zeit erlebt und inwiefern freuen Sie sich jetzt auch auf diese Debatte im Europäischen Parlament, um aus vielleicht diesen Fehlern der letzten Wochen zu lernen? Ja, ich bin froh, dass die Grenzen jetzt wieder offen sind. Ich möchte das etwas ironischer formulieren. Man muss entweder sehr intelligent, hochintelligent sein oder Horst Seehofer heißen, um zu verstehen, weshalb die Grenzschließung für Belgien und Luxemburg beschlossen wurde und bei den Niederlanden nicht. Sind die Niederländer weniger ansteckend als wir? Das hat hingestellt, aber das hat mit Verhältnismäßigkeit oder mit Respekt von Kriterien vor einer Entscheidung überhaupt nichts zu tun. Das ist eine politische Auslegung. Was mich als Luxemburger in dieser Frage interessiert und was ich auch nachhaltig als Lessons Learned behalten will, ist die Feststellung, dass sobald europäisches Recht gebogen wird oder wenn es zu unterschiedlichen Darlegungen kommt, wenn Kriterien nicht mehr respektiert werden, wenn Entscheidungen nicht mehr nachvollziehbar sind, dann haben wir als einer der kleinsten Mitgliedstaaten eigentlich wenig zu bestellen. Unsere Überzeugung als Europäer im Integrationsprozess mitzumachen, beruht eben auf der Tatsache, dass alle gleich sind. Und hier waren eben nicht alle gleich. Ja, das hinterlässt einen sehr bitteren Beigeschmack und dann sind auch einige, wie Sie... Und Ihr Blick jetzt auf diese Debatte im Parlament, bitte? Ihr Blick auf die Debatte jetzt, also Ihr Blick in die Zukunft zum Thema zur Sicherung des Schengen-Raums? Ja, wir müssen auch diese ganze Pandemie-Politik aufarbeiten und das heute ist schon ein Anfang gemacht worden durch die Debatte, die auf der Tagesordnung figuriert, aber in der Zukunft werden wir auch noch ähnliche Probleme begegnen. Wir hatten das selber auch mit der Terrorismusbekämpfung vor einigen Jahren. Marine Le Pen hat damals den französischen Präsidenten eigentlich sehr belobigend hervorgehoben, als sie sagte, ja, jetzt sind wir sicher. Die Grenzen waren ihrer Meinung nach geschlossen. Ich bin nicht mehr über Düdlingen nach Straßburg gefahren, aber über Saarbrücken oder Saarlouis. Ja, das war eine falsche Sicherheit, die da vermittelt wurde. Also es ist purer Quatsch, um anzunehmen, dass man durch politische Entscheidungen, wenn sie nicht auf Kriterien basieren, die wir alle gemeinsam festgelegt haben, einen Ersatz für europäische Politik machen. Die Ausschaltung oder das Ausblenden von europäischen Dispositionen des Vertrages oder des Secondary Law ist immer vom Bösen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass man heute Nachmittag im Parlament auch die Kommission als Hüterin der Verträge nicht unangetastet sein lassen sollte. Denn die Kommission hätte da viel energischer reagieren müssen, als einige im Alleingang, ohne andere zu konsultieren, die Grenzen geschlossen haben. Das ist so nicht hinnehmbar. Entweder sind wir dem Recht verpflichtet und dann sollten wir uns daran halten, dann gilt das für alle, nicht nur für einige. Katharina Barley, wir haben, Herr Braun sprach vom Bundesinnenminister, Herr Goerens hat den Namen dann ausgesprochen, Horst Seehofer. Sie saßen mit Horst Seehofer einige Zeit am Kabinettstisch. Ich gehe auch davon aus, oder ich weiß, dass Sie vielleicht auch ein größeres empathisches Grundvermögen, wenn ich das so sagen darf, für Befindlichkeiten auch in Luxemburg haben, da Sie ja, also als Sie Mitglied des Bundestags waren, lag Ihr Wahlkreis in Trier, Sie kommen aus Schweich. Also ich gehe davon aus, dass es da auch natürlich eine Verbundenheit gibt zu unserer Region. Gibt es da Ihrerseits auch Verständnis sozusagen für diese Verletzung, die das sozusagen auch auf der anderen Seite der Grenze gegeben hat? Gab es Ihrerseits zum Beispiel auch einen Anruf an der Außenminister ist ja, der deutsche Außenminister ist ja aus Ihrer Partei, Heiko Maas, so nach dem Motto, Heiko, sprich mal mit dem Seehofer, weil das kann so nicht weitergehen. Oder wie haben Sie das erlebt und auch vielleicht von Ihrer Seite aus der Blick in die Zukunft, wie können wir verhindern, dass sowas nochmal auf diese Art und Weise passiert? Also ich habe sehr viel Verständnis. Mein Wohnsitz ist immer noch Schweich. Also ich
bin in der Region ständig und mich hat das sehr, sehr tief getroffen, wie sich auch also zum einen die Maßnahme selber und dann auch, wie sich die Stimmung entwickelt hat. Und ich habe auch sehr intensiv daran gearbeitet, nicht so sehr öffentlich, aber sehr hinter den Kulissen, ja, Außenminister, aber ich habe auch dann direkt den Kontakt zu Horst Seehofer gesucht. Plaudern Sie bitte aus dem Nähkästchen, wie war das? Naja, wir haben ja als Justizministerin und Innenminister hat man natürlicherweise sehr, sehr viel miteinander zu tun. Das sind Bereiche, die sich immer wieder begegnen und da haben Justizministerium und Innenministerium traditionell unterschiedliche Rollen. Im Innenministerium ist dann meistens die Law-and-Order-Fraktion, die in solchen Fällen dann auch sagt, na klar, Grenzen dicht und Grundrechte einschränken und so weiter. Und Justizministerium ist dann für erstens Einhaltung der Gesetze, was für alle normal sein sollte, aber eben auch für, also jedenfalls in meinem Fall, für Bürgerrechte und also nicht zu große Übergriffigkeit des Staates. Und in dem Spannungsfeld haben wir uns immer bewegt und von daher haben wir auch einen kurzen Draht. Und den habe ich auch genutzt. Aber man muss, glaube ich, schon wissen, dass das Ganze ja eine Vorgeschichte hat. Nämlich als die Flüchtlingszahlen so hoch waren, da hat ja die CSU, der Horst Seehofer angehört und auch er persönlich, die Schließung von Grenzen für ein Allheilmittel in dieser Frage erklärt. Wo eigentlich jeder Mensch, der sich die Landkarte anschaut und die Kilometer-Grenze, die Deutschland zu vielen anderen Staaten hat, sich anschaut, sagt, wie soll denn das gehen? Also jetzt bei Covid hat man die Grenzübergänge geschlossen, das kriegt man ja noch hin. Aber Leute, die kommen wollen und über jede grüne Grenze und durch jeden Wald gehen, wie soll das gehen? Also diese Idee, Grenzschließungen als ein Mittel, was einfach ein Signal sendet, auch in die Bevölkerung hinein, das war schon etabliert. Und ich habe das von Anfang an gesagt. Ich habe das nie verstanden und nachvollziehen können, warum es überhaupt die nationalen Grenzen sein sollen. Die Zahlen waren in Deutschland-Luxemburg, aber auch Deutschland-Niederlande relativ ähnlich. Die Maßnahmen waren in Luxemburg sogar schärfer als in Deutschland. Dem Virus ist diese Grenze sowieso egal. Also was soll das bringen? Also aber inwiefern trägt dann vielleicht die Debatte auch heute dazu bei, dass sowas nicht mehr passiert? Also ich glaube, dass die Menschen, die nicht direkt an der Grenze leben, kein Gespür dafür haben, was das für Verletzungen wieder hervorbringt. Deswegen hoffe ich, dass die Debatte darauf eingeht, auf diese emotionale Komponente von Schengen, was das für uns Völker bedeutet, für uns Völker auf diesem kriegsgeplagten Kontinent. Also dass wir es nicht nur aus der wirtschaftlichen Perspektive sehen. Da war es natürlich auch eine Katastrophe. 200.000 Pendler und Pendlerinnen haben wir jeden Tag in diesem Raum. Aber es wird mir immer zu sehr wirtschaftlich argumentiert dabei. Aber es ist viel mehr als das. Schengen ist das Herz der Europäischen Union, wenn vielleicht der Binnenmarkt der Verstand ist. Und da muss man viel mehr Aufmerksamkeit drauf legen. Und ich stimme mit Charles Goerens überein, die Kommission hätte da viel klarer einschreiten müssen. Aber das hatte sie eben im deutschen Beispiel auch schon nicht getan. Da wurde immer wieder verlängert, die Grenzschließungen oder Grenzkontrollen nach Österreich. Und das hätte man schon viel früher unterbinden müssen. Über die Rolle der Kommission sprechen wir auch noch mal gleich im Zusammenhang mit dem EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Aber bleiben wir noch mal bei der Aktualität. Und diesmal ist es geht es um ein anderes Thema. Und zwar auch an die deutschen Kollegen, die hier zuschauen, wenn sie auf Spiegel Online gehen, ist es, was sie lesen, ich kann ja mal die Meldung rauskramen, ist von heute Morgen. Ungarisches NGO-Gesetz verstößt gegen EU-Recht. 2017 hat Ungarn ein umstrittenes Gesetz erlassen, demnach müssen sich Nichtregierungsorganisationen registrieren lassen, wenn sie hohe Zuwendungen aus dem Ausland beziehen. Der EuGH hat das Gesetz nun gekippt. Ich mache mal das Feld ein bisschen größer auf, bevor wir auch ein bisschen darüber sprechen. Es fällt immer wieder dieser Begriff Artikel 7. Ja, das ist das Rechtsstaatlichkeitsverfahren, das von den europäischen Institutionen angestoßen werden kann und wo man im Endeffekt dann immer in der Sackgasse landet, also es geht ja darum, die Stimmrechte dann auch von Ländern zu entziehen, die da in diesem Verfahren sind.
Und da haben wir ja dieses Problem, dass Polen und Ungarn sich gegenseitig schützen. Dieses Urteil ist natürlich unabhängig von Artikel 7 und zeigt uns, Herr Braun, schon, dass der Europäische Gerichtshof vielleicht auch eine größere Handhabe hat, was politische Verfahren oder Rechtsstaatlichkeitsverfahren angehen in Polen und Ungarn, als es vielleicht alleinige politische Akteure haben. Also ich finde, unabhängig von der möglicherweise politischen Zahnlosigkeit von Artikel 7 zeigen die diversen Verfahren gegen Polen und gegen Ungarn, das jetzige Urteil, das Sie erwähnt haben, ist ja nur ein weiterer Baustein in einer ganzen Reihe von Verfahren, die auch noch anhängig sind gegen Ungarn, zeigen, finde ich, einen interessanten Prozess in der Europäischen Union, nämlich, dass wir nicht zuletzt aufgrund der EU-Grundrechtecharta und der Entwicklung der Grundrechte in der Europäischen Union einen Prozess haben der justiziell vorangetriebenen Verrechtlichung der Europäischen Union. Das ist, wenn man das als positiven Aspekt heranziehen will, ein Aspekt, ein Element, der das für die Weiterentwicklung der Europäischen Union von großer Bedeutung ist. Die Kommissionspräsidentin hat ja im Zuge des Urteils aus Karlsruhe jetzt in EZB-Fragen, von denen wir später noch reden werden, von der europäischen Souveränität gesprochen. Wenn ein Teil dieser europäischen Souveränität ist, dass Europa Grundrechte der Unionsbürger schützt, spielt der EuGH hier eine immens wichtige Rolle. Und das Urteil jetzt, das gerade heute veröffentlicht wurde, ist sicherlich ein weiteres Zeichen dafür, dass der Europäische Gerichtshof hier in Luxemburg seine Rolle auch anders definiert, als er das traditionell getan hat. Traditionell war es ja so, dass der EuGH sozusagen der Hüter der funktionalen Binnenmarktintegration war in der EU. Diese Rolle hat sich in den letzten Jahren, wir können das später noch an anderen Beispielen diskutieren, zunehmend verschoben. Er wird zunehmend auch in einer mehr fast verfassungsrechtlichen Art und Weise nun zum Hüter der europäischen Grundrechte. Und dieses neue Urteil heute gegen Ungarn, in dem der EuGH klare Verstöße gegen die Kapitalverkehrsfreiheit auf der einen Seite, gegen das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten andererseits feststellt, ist ein wichtiges weiteres Beispiel dafür, aus dem sich nach und nach verschiedene Prämissen des Grundrechtsschutzes in Europa werden weiterentwickeln können. Von daher ist das ein weiteres gutes Urteil in dieser ganzen Reihe von Urteilen gegen Ungarn, Polen und möglicherweise auch im Hinblick auf andere Mitgliedstaaten, die wir noch thematisieren werden müssen in der Diskussion. Ich würde das Wort jetzt weiter an Charles Goerens geben, den wir aber nicht mehr erkennen. Herr Goerens, wir sehen nur noch Ihre Haare. So, jetzt sind Sie wieder da. Wunderbar, wieder im Bild. Und zwar, aber jetzt ohne Ton. Das ist Zoom, das ist eine Live-Situation, wie wir sie seit Covid-Zeiten kennen. So, der Ton ist jetzt wieder an. Wunderbar. Die Luxemburger wissen das, die Deutschen jetzt vielleicht nicht, aber wenn es um die Erweiterung der Europäischen Union geht, sind sie immer skeptisch. Sie sagen, nein, also erstmal muss die Europäische Union ihren eigenen Laden in den Griff kriegen. Und da geht es vor allem um Rechtsstaatlichkeitsprinzipien, bevor man überhaupt darüber nachdenken kann, die EU weiter zu erweitern, Wir haben über die Rolle des EuGH gesprochen, der eine starke Rolle spielt, auch wenn es um den Schutz der Rechtsstaatlichkeit geht. Das Urteil von heute ist ein Beispiel dafür. Dennoch ist es ja so, dass die politische Handhabe Ländern wie Ungarn und Polen, die sich gegenseitig schützen, auf die Finger zu kommen, dass die ein bisschen fehlt. Was kann man Ihrer Ansicht nach machen, um dann dafür zu sorgen, dass die EU ihren Laden, wie Sie so oft sagen, in den Griff bekommt? Ja, wenn die Ungarn und die Polen sich gegenseitig schützen können, dann haben wir eine Lücke im Vertragswesen. Dann muss die nachgebessert werden. Die Lage ist ja folgende: Wenn es zu einem staatsrechtlichen Verstoß kommt bei diesen Ländern, dann kann ja am Ende des Tages bei der stärksten Sanktion den Stimmentzug im Ministerrat verhängt werden. Aber das ist eine Entscheidung, die getroffen werden muss von den Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäischen Rates. Und ja, weil es diesen gegenseitigen Schutz gibt, wird da nie was passieren. Und das ist eigentlich nicht hinnehmbar.
hätten die Ungarn und die Polen ihre Standards von heute im Jahr 2004 gehabt, dann wären die in der Europäischen Union beigetreten. Man kann ja nicht hinnehmen, dass man einerseits die Regeln, um in einen Verein zu kommen, respektieren muss und einmal im Verein fest verankert, kann man diese über Bord werfen. Das ist ja das eigentliche Problem. Aber wie kommen wir da raus aus der Sackgasse? Ja, es gibt verschiedene sanfte und auch Prozeduren, aber auch die bringen am Ende des Tages nicht genug. Man sollte auch politisch darauf hinwirken, dass man die Europäische Union nicht mehr erweitert, auch nicht hin zu Nordmazedonien und Albanien, solange wir kein Regelwerk haben in der Europäischen Union, das uns erlaubt, wirklich mit einer qualifizierten Mehrheit die Staaten wieder an ihre Rechtsstaatlichkeit zu erinnern. Und solange sie das nicht tun, sollte man auch den Stimmrechtsentzug als Warnung vorweisen können. Ich bin der Meinung, man sollte die Beitrittsverhandlungen mit beiden Ländern, die ich eher angesprochen habe, weiterführen. Und wenn die bereit sind, sollte man im Ratifizierungsvertrag einer zukünftigen Erweiterung eine Klausel hinzufügen, die besagt, dass wir diese Lücken, die es im europäischen Recht gibt, schließen sollte, bevor man die Erweiterung effektiv gestalten sollte. Das heißt nicht, dass man diese Länder wirtschaftlich ignoriert. Man könnte sie so nah an die Europäische Union herankommen lassen, wie gesagt, dass man eigentlich ihnen alles gäbe, außer die Mitverantwortung in den europäischen Institutionen. Das wäre meiner Meinung nach ein politischen Druck auf alle Mitgliedstaaten. Und hier könnte auch ein kleines Land wie Luxemburg oder auch in Verbindung mit anderen was tun. Aber ich bin mir bewusst, dass mein Vorschlag nicht mehrheitsfähig ist, auch nicht im Europäischen Parlament, leider. Katharina Barley, haben Sie einen mehrheitsfähigen Vorschlag, um hier aus dieser Sackgasse rauszukommen? Also wir sehen, dass diese Regierungen sich von diplomatischen, politischen Signalen nicht beeindrucken lassen. Wir sehen, dass sie sich gegenseitig schützen, wenn es um das Artikel 7-Verfahren geht, weil es eben Einstimmigkeit braucht im letzten Schritt. Und das Einzige, was diesen Regierungen am Ende wirklich wehtut, ist, wenn man ans Geld geht. Und ich denke, das muss der Schritt sein. Wir sind auf dem Weg dahin. Die Kommission hat das angekündigt. Ist es vielleicht eine Gelegenheit, dass man jetzt gerade auch in den Verhandlungen steckt, über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU, da das vielleicht dann auch einfließen zu lassen in diese Verhandlungen? Genau, das ist der Plan, dass das jetzt auch schon möglichst auch schon auf die Hilfspakete Anwendung findet. Die Kommissionspräsidentin hat da immer wieder entsprechende Zusagen auch gemacht. Ob sie die am Ende einhalten können, das werden wir mal sehen. Wir haben 2 Mechanismen in der Pipeline. Das eine ist ein jährliches Rechtsstaatsmonitoring. Ab jetzt soll jedes Land jedes Jahr untersucht werden, wie es sich rechtsstaatlich entwickelt. Denn wir haben irgendwann viel zu lange zugeguckt. Und Polen hat sich das dann als Vorbild genommen. Wir sehen jetzt andere, die folgen. Wir sehen Slowenien, wir sehen Kroatien, die in deren Fußstapfen folgen. Also man muss frühzeitig das klarstellen, das geht so nicht. Und die Länder, wo es besonders schlimm ist, da muss man eben auch sagen, dann könnt ihr auch nicht die Vorteile der EU in Anspruch nehmen, wenn ihr die grundlegenden Werte mit Füßen tretet. Und da kommen wir aus dieser Sackgasse, das Einstimmigkeitsprinzip, kommen wir da raus, wenn wir so vorgehen. Es ist ein anderer Weg. Also es soll das Artikel 7-Verfahren nicht ersetzen. Aber gerade Orban und auch die polnische Regierung leben davon, dass sie sehr viel Geld ausschütten an ihre Bevölkerung. Sowohl Polen als auch Ungarn haben eine extrem proeuropäische Bevölkerung. Und die wählen nicht aus Spaß Anti-Europäer, sondern die wählen die, weil sie in anderer Hinsicht, also zum einen, ich will jetzt gar nicht über Pressefreiheit und Änderung von Wahlrecht und so reden, das ist auch ein Faktor. Ja, aber es geht auch darum, dass sie sehr viel Geld ausschütten. Und dieses Geld kommt natürlich direkt oder indirekt aus europäischen Kassen.
Und das muss man denen jetzt einfach klar machen. Es geht nicht. Wenn ihr gegen die Regeln verstoßt, dann kriegt ihr auch nicht europäisches Geld, mit dem ihr dann euch Zustimmung der Bevölkerung ein Stück weit auch erkaufen könnt. Ich bin ausdrücklich einverstanden mit dem, was die Kollegin Barley eben gesagt hat. Das ist eine zusätzliche Initiative, die auch im Europäischen Parlament noch bis dato in der ersten Lesung stecken blieb. Okay, ich möchte eine andere Frage aufgreifen. Wir sprechen von Viktor Orban, also seine Fidesz-Partei gehört zur EVP. Wir sprachen von Polen. Die Polen wird von der PiS-Partei regiert, die gehören zur EKR-Gruppe, einer euroskeptischen Gruppe im Europäischen Parlament. Aber es gibt natürlich auch andere Länder in der Europäischen Union, wo es durchaus, Frau Barley, Sie haben es ja schon gerade angesprochen, wo der Rechtsstaat auch in Gefahr ist oder vielleicht, wenn man sagen kann, auch tatsächlich unter die Räder kommt. Beispiel Malta, wo der Ministerpräsident zurückgetreten ist aufgrund des Journalistenmordes, aber wo natürlich die gleiche Partei, also wo die gleiche Partei nach wie vor weiter regiert. Das ist eine Partei, die in der Parteiengruppe der Sozialdemokraten und Sozialisten im Europäischen Parlament ist. Wir haben Rumänien, wo der Rechtsstaat akut in Gefahr ist. Auch Rumänien wird regiert von den Sozialisten. Nein, und dann haben wir... bitte? Da waren Wahlen, da nicht mehr. Dann danke, dass Sie mich... Aber Sie können Tschechien ruhig noch bringen. Genau, Tschechien steht auf meiner Liste. So, ja, dieses Geschenk in Anführungsstrichen kriegt der Herr Goerens. Danke aber für die Aber ich möchte da gerne was zu sagen. Ja, natürlich. Ich bin sehr gespannt sogar. Also in Rumänien waren Wahlen. Es bleibt aber das Problem dieser Partei, die in der Parteiengruppe ist. Und dann tatsächlich haben wir Tschechien mit dem Premierminister Babiš, gegen ihn wird ermittelt, dass er Agrarsubventionen der Europäischen Union in die eigene Tasche gesteckt hat und seine Mitglieder, seiner Partei, sind in einer Parteiengruppe mit Ihnen, Charles Goerens, von Renew Europe. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn man für Rechtsstaatlichkeit eintritt und ich meine, Ihnen nimmt man es ab, Herr Goerens, Frau Barley, aber wenn Sie gleichzeitig mit Leuten in einer Gruppe sind, die da irgendwie schon andere Werte an den Tag legen oder andere Maßstäbe, wollen Sie die rausschmeißen oder streiten Sie sich mit denen ständig in den Gruppen oder wie stellen Sie sicher, dass Ihre politische Gruppe aber dann eine gewisse Glaubwürdigkeit behält? Also das ist das Wort an Herrn Goerens und dann natürlich lasse ich auch Frau Barley darauf reagieren. Wenn ein Mitgliedstaat sich vom engen Pfad der Rechtsstaatlichkeit entfernt, dann sollte man Initiativen ergreifen, um das rückgängig zu machen und gegebenenfalls, wenn da nichts passiert und wenn all diese Verfahren nichts bringen, dann sollte man auch über einen Parteiausschluss oder einen Fraktionsausschluss nachdenken. Ich möchte aber betonen, dass es in Tschechien nicht zu einer Verletzung der Rechtsstaatlichkeit gekommen ist. Es gibt wohl eine Grauzone, was die Gewährung von Sanktionen anbelangt. Das muss noch aufgeklärt werden. Darüber hat ja auch das Europäische Parlament abgestimmt und ich unterstütze das voll und ganz. Wir haben uns als Renew ja nicht unserer Verantwortung entzogen. Die Fälle in Polen und Ungarn sind mit Abstand die schlimmsten. Es gibt verschiedene Art und Weisen, wie man mit der Rechtsstaatlichkeit in Konflikt geraten kann. Aber man kann nicht die Situation von einem Staat einfach so auf einen anderen projizieren. Da liegt man gewöhnlich falsch. Und die Rechtsstaatlichkeit bedingt ja auch, dass Parlamentarier genauso wie Verantwortliche aus den Exekutiven sich der Rechtsprechung beugen sollten. Und ja, sagen wir mal so, wenn die Kommission von Venedig, die Venice Committee, wenn die Schwierigkeiten ausmachen in der Handhabung eines Mitgliedstaates mit der Rechtsstaatlichkeit, dann glaube ich, sind schon die meisten Bedingungen erfüllt, um diesen Mitgliedstaat zu
verurteilen und gegebenenfalls Sanktionen, wenn die greifen, zu ergreifen. Das ist meine grundsätzliche Haltung, aber noch einmal, man kann nicht alle über einen und denselben Kamm scheren. Frau Barley, wie sind die Rechtsstaatlichkeitsstandards angesetzt bei Mitgliedern der S&D-Gruppe im Europäischen Parlament? Also ich kann da anschließen, wo Charles Goerens aufgehört hat. Also alle die Fälle, die Sie zitiert haben, und es gibt noch einige weitere, die... Ich sage auch, die Slowakei wäre auch noch zu erwähnen, wo auch ein Journalistenmord stattgefunden hat. Genau, die Slowakei kann man auch noch erwähnen. Da ist jetzt auch ein Regierungswechsel gerade passiert. Diese Vorfälle, diese furchtbar indiskutabel, die werden sehr heftig diskutiert. Und es ist, wie Charles Goerens sagt, ich würde sagen, man muss in zweierlei Hinsicht unterscheiden. Das eine ist, in vielen Mitgliedstaaten passieren Dinge, die auf keinen Fall passieren dürften. Und dann muss man gucken, was ist das? Ist das ein Problem, was sich auf Personen bezieht? Ist das ein Problem, was sich auf Parteien bezieht? Ist das ein Problem, was sich eingrenzen lässt, sage ich mal? Oder ist das ein systemisches Problem? Und das ist der Unterschied, so hat Charles Goerens es ja auch schon angedeutet, zwischen den Beispielen, die Sie gebracht haben, und Polen und Ungarn. Polen und Ungarn sind systematisch auf dem Weg von Demokratien, die sagen es ja selber, in sogenannte illiberale Demokratien umgebaut zu werden. Die sind der Meinung, dass Gewaltenteilung, dass sie das nicht machen müssen, dass sie keine unabhängige Justiz haben müssen, dass sie keine freien Medien haben müssen. Und das ist etwas anderes als Regierungen, die an einzelnen Punkten gegen Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Und die zweite Unterscheidung ist, wie die Parteienfamilien damit umgehen. Charles Goerens hat es für Renew gesagt, ja. Die haben mit unterschrieben, dass sie das verurteilen in Tschechien. Wir haben jedes Mal mit unterschrieben, dass wir das verurteilen, was da in Malta passiert. Das ist bei den Konservativen leider anders. Also wenn es an Ungarn geht, dann versucht die EPP, wo also unsere CDU, CSU auch mit drin sitzt, immer das zu verschleppen, zu verwässern, zu verhindern. Und das ist der zweite Unterschied. Also die Parteienfamilien, gerade von den großen Parteien, die bestehen aus extrem unterschiedlichen Parteien. Und wir sind in vielerlei Hinsicht sehr, sehr unterschiedlicher Meinung und haben auch an manchen Stellen sehr unterschiedliche Standards. Aber wir sagen das klar. Und das würde ich mir von den Konservativen auch mehr wünschen. Herr Braun, inwiefern setzt Realpolitik, angewandte Realpolitik, den Blick, also lässt Realpolitik den Blick für Rechtsstaatlichkeit außer Acht, auch in der europäischen Politik, im europäischen Parlament? Wir haben verschiedene Fälle gesprochen. Herr Ponchon, das ist nur eine Frage, da können wir jetzt ein eigenes Seminar zu machen. Nicht? Zum Verhältnis Politik, möglicherweise Machtpolitik, politische Strategien unter Geltung von rechtsstaatlichen Prinzipien. Das ist ein schwieriges Thema. Unabhängig von den politischen Strategien, das kann man ja auch gut verstehen, wie man sozusagen in so einer gesamteuropäischen Fraktion miteinander umgeht, ist ja angesichts der diversen Hintergründe kultureller, rechtlicher, juristischer Art nicht trivial. Ich würde gerne einen Punkt anfügen, weil wir in der Diskussion bisher uns möglicherweise allzu sehr auf die systemischen, strukturellen Problemfälle Ungarn, Polen und andere konzentriert haben. Unser Thema ist der Rechtsstaat unter Druck. Das heißt auch die Frage, wie sehr rechtsstaatliche Prinzipien insgesamt unter Druck sind. Also nicht die Gewaltenteilung ist erwähnt worden, aber auch die Grundsätze eines fairen Strafverfahrens beispielsweise. Teil des Rechtsstaats ist das Prinzip der Strafgesetzlichkeit, also ein gesetzlich bestimmtes Strafrecht. Also all das, was Freiheit konstituiert und Freiheit geschützt gegenüber den Zugriffen politischer Macht. Wenn wir uns das angucken als globales Thema, fände ich es angezeigt und sollte man sich politisch dessen auch bewusst sein, dass wir, wenn wir über Ungarn reden, wenn wir über Polen reden und die Prinzipienverletzungen dort zu Recht kritisieren, wir aber auch einen Eigenblick zurückwerfen müssen auf die Entwicklung in der EU insgesamt. Wir haben seit einigen Jahren, seitdem es den sogenannten europäischen Strafrechtsraum gibt, in der Balance zwischen Freiheitsrechten auf der einen Seite und der Sicherheitsorientierung auf der anderen Seite
trotz Verfahrensgarantie, trotz Grundrechtecharta, einen klaren Ausschlag zugunsten sicherheitspolitischer Überlegungen. Und das ist etwas, was man in den diversen Kriminaljustizsystemen Europas gut nachvollziehen kann. Das heißt, rechtsstaatliche Prinzipien im Strafverfahren, im Strafrecht selber sind insgesamt in der Europäischen Union nachhaltig, massiv abgeschliffen worden in den letzten Jahren. Wir haben ein Ausmaß an Zunahme an exekutivischen Ermittlungsbefugnissen, eine Ausweitung von Geheimverfahren in der Europäischen Union. Das belegen die steigenden Zahlen der Telekommunikationsüberwachung überall. Und all diese Entwicklungen werden glücklicherweise hier und da korrigiert von höchstrichterlichen, auch verfassungsrechtlichen Rechtsprechungen. Wenn wir also über Rechtsstaat unter Druck, über den Rechtsstaat unter Druck sprechen, ist das nicht nur sozusagen eklatante systemische Verstöße, die wir in diversen Mitgliedstaaten jetzt feststellen müssen, sondern ist das ein globaleres Problem, dem man sich stellen muss. Und da würde ich mir wünschen, dass das, und das tut es ja auch, dass das Europaparlament hier eine entscheidende Rolle auch beim Schutz von Grund- und Menschenrechten spielt, durchaus auch als Verteidigerin des Europaparlaments gegenüber Machtansprüchen der Exekutive, die diese Sicherheitsorientierung nachhaltig voranbringt. Da gibt es, glaube ich, ganz entscheidenden Handlungsbedarf. Und es gibt ja einige Rechtsakte momentan, die anhängig sind im Europaparlament. Ich nenne mal die Verordnung über elektronische Beweise, die für mich ein Problem darstellt in rechtsstaatlicher Hinsicht, weil hier sicherlich vieles am Schutz personenbezogener Daten, an der Definition dessen, was wir als Marktprinzip und Territorialitätsprinzip verstehen, dass es da Nachholbedarf gibt. Und das Parlament, das Europaparlament hat ja glücklicherweise im Datenschutz, Stichwort Datenschutzgrundverordnung, eine ganz erhebliche Rolle beim Schutz von Grundrechten gespielt. Ich glaube, darauf sollte man sich besinnen und es nicht nur auf Ungarn und Polen, so wichtig das ist, zu konzentrieren, sondern auch anerkennen, politisch anerkennen, dass wir insgesamt ein Problem haben mit Rechtsstaatlichkeit als ausbalanciertes Verhältnis von Prinzipien, freiheitsschützenden Prinzipien einerseits und Sicherheitsbelangen andererseits. Ihnen ist es jetzt tatsächlich gelungen, ein juristisches Proseminar in eine 3-minütige Antwort zu verpacken. Also das war sehr gut. Bitte behalten Sie das bei, weil wir nehmen auch ein paar Fragen auf. Und da gibt es eine Frage, die ich direkt auch an Sie weiterleiten würde. Und zwar von den jungen Föderalisten im Saarland. Wir haben eine Klage gegen die, also ich zitiere die Frage, wir haben eine Klage gegen die Grenzschließung Deutschlands eingereicht, also ein Thema, das auch unsere Zuschauer bewegt. Wir erhoffen uns davon, dass Grenzschließungen innerhalb der EU nicht mehr als politisches Mittel eingesetzt werden können. Wie sehen Sie den Erfolg einer solchen Klage? Mit der Bitte um eine sehr kurze Antwort, Herr Braun. Ja, momentan schlecht, weil die Rechtsbeschwerde ja konkret weggefallen ist momentan. Also das dürfte im Moment nicht funktionieren. Aber sowohl Herr Görons als auch Frau Barley haben es ja angesprochen am Anfang. Es hätte der Kommission obliegt, hier klare Kante zu zeigen, als Hüterin der Verträge sozusagen von Anfang an einzuschreiten und hier sozusagen europäisches Recht gegenüber den Mitgliedstaaten auch zu vertreten und durchzusetzen. Das wäre sozusagen die richtige Handhabe gewesen. Man hätte auch mal diskutieren können, ob Luxemburg nicht beispielsweise, das ist ein charmanter Gedanke, wenn Herr Seehofer, jetzt nenne ich den Namen auch mal, obwohl es mir schwerfällt, aber wenn Herr Seehofer diese Maßnahmen aufrechterhalten hätte, hätte man Deutschland mal locker verklagen können. Das wäre durchaus eine Option gewesen, die man natürlich vernünftigerweise aus politischen Gründen, weil es natürlich eine diplomatische Frage ist, nicht gemacht hat. Allerdings hätte man beim EuGH möglicherweise gerade angesichts des Karlsruher Urteils hätten wir das charmant gefunden. Worauf wir gleich zu sprechen kommen, aber in der Zwischenzeit nehme ich nochmal eine Frage von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Albana Terstena auf an Frau Barley. Sollte es eine zweite Welle geben, denken Sie, es besteht die Gefahr einer erneuten Grenzschließung? Wie schätzen Sie? Ich glaube, die Gefahr besteht. Aber ich würde mir wünschen, dass dann wenigstens die Abläufe koordinierter und mehr den Regeln entsprechend ablaufen würden. Ich habe ja eingangs schon angedeutet, dass ich die Einschätzung von Herrn Braun nicht bei der Gefahr der öffentlichen Ordnung, aber bei der Frage der Verhältnismäßigkeit total teile. Man wird vielleicht Fälle finden, wo das verhältnismäßig ist. Also beispielsweise Norditalien war ja sehr stark betroffen, dass dann die Österreicher sagen, da machen wir zu.
Aber das werden sehr punktuelle Fälle sein. Also ich kann es nicht ausschließen, aber wenn, dann muss die Kommission, und dazu wollen wir sie ja auch bringen mit dieser Resolution, muss die Kommission darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden. Und das würde eben bedeuten, dass es wirklich auf ganz wenige Ausnahmefälle begrenzt bleibt. Sie sprechen die Kommission an und dann würde ich zum dritten Thema unseres Gesprächs kommen. Und zwar die Kommission, also Ursula, die Kommissionspräsidentin hat dies angekündigt, dass es vorhat. Ursula von der Leyen will ein Verfahren gegen Deutschland anstoßen. Und zwar nicht, weil Horst Seehofer die Grenzen geschlossen hat, sondern weil das Bundesverfassungsgericht ein Urteil gefällt hat, das nicht dem Urteil des EuGH entspricht. Das heißt, worum geht es? Es geht um das sogenannte EZB-Urteil, Europäische Zentralbank. Entgegen der Auffassung des Europäischen Gerichtshofes ist das Bundesverfassungsgericht noch der Auffassung, dass das Anleihenaufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank, das zwischen 2015 und 2018 stattgefunden hat, dass da noch eine Verhältnismäßigkeit geprüft werden muss. Das muss ich jetzt vorlesen. Herr Braun, ich lasse Sie das jetzt erklären und uns auch sagen, ob das opportun ist, gegen Deutschland für diesen Fall ein Rechtsstaatsverfahren einzuleiten, wenn wir uns über Rechtsstaatlichkeit unterhalten. Herr Poschon, ich muss Sie ein bisschen professoral korrigieren. Gerne. Das ist kein Rechtsstaatsverfahren, Entschuldigung, sondern das ist juristische Besserwisserei, jetzt tut mir leid. Also das ist aber dafür haben wir Sie ja eingeladen, alles gut. Ja, bitte. Das ist Artikel 258 des AEUV, der hier zum Tragen kommt. Also die Frage, ob man ein Vertragsverletzungsverfahren gegen einen Mitgliedstaat einleiten kann aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Ja. Ich hatte mich dazu geäußert und gesagt, es wäre für mich ein unangemessenes Instrument, das hier voranzubringen. Aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, ich empfände ein solches Einschreiten der Kommission als ein Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit. Und zwar nicht nur des Bundesverfassungsgerichts, sondern der höchstrichterlichen europäischen Rechtsprechung überhaupt. Dass das Urteil, wie es dann so erlassen wurde oder wie es so ergangen ist aus Karlsruhe, in diesem Inhalt ergangen ist, hat vor allem damit zu tun, dass dort ein Dialog zwischen höchsten Gerichten in Europa am Ende des Tages gescheitert ist. Und dieses Scheitern des Dialogs hat vor allem damit zu tun, dass die beiden Gerichte durchaus unterschiedlichen Methoden folgen. Was in der Öffentlichkeit, in der Politik, aber auch von Kolleginnen und Kollegen der Wissenschaft diskutiert worden ist, war ja sehr holzschnittartig. Die Bad Guys in Karlsruhe, die jetzt Europarecht negieren, und oder die Bad Guys in Luxemburg, also wir hier, die sozusagen nur kaltherzig nun funktionaler Binnenmarktintegration folgen wollen. Beides die unterschiedlichen Methoden sind? Ja, die unterschiedlichen Methoden sind folgende. Sie haben ein ganz unterschiedliches Verständnis im Verhältnismäßigkeitsprinzip. Und zwar das Verhältnismäßigkeitsprinzip, so wie es das Bundesverfassungsgericht ja höchst kunstvoll anwendet, ist ja so ein deutsches Lieblingsspielzeug, nicht, von deutschen Juristen auch zu Recht und wird hoch differenziert durchargumentiert. Und das Bundesverfassungsgericht betrachtet das Verhältnismäßigkeitsprinzip eben als ein Teilbestandteil der Kompetenzabgrenzung zwischen Währungs- und Wirtschaftspolitik. Das ist die Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsprinzips, wie sie dem Bundesverfassungsgericht nachvollzogen werden soll. Luxemburg hat diese Betrachtungsweise des Verhältnismäßigkeitsprinzips gar nicht, soweit es um die Betrachtung von Kompetenzgrundlagen geht. Da guckt sich Luxemburg einfach an, ist denn eine Maßnahme, unterliegt das der Zielbestimmung des europäischen Gesetzgebers und ist das Mittel, das dazu herangezogen wird, denn dafür sozusagen in Bezug zu setzen. Das ist ein ganz anderes Verständnis von Verhältnismäßigkeitserwägungen. Was dann dazu führt, dass die Luxemburger Rechtsprechung, sagen wir mal, sehr viel näher an den Verträgen ist und deren vielleicht politischeren Charakter, wohingegen Karlsruhe, das war einer der Kernvorwürfe, eine eben intensivere juristische Kontrolle der jeweiligen politischen Entscheidungen verlangt. Das ist der wesentliche Unterschied. Ne? Eine stärkere Intervention höchstrichterlicher Rechtsprechung statt eines bloßen Nachvollziehens von politischen Entscheidungen.
Und das hängt damit zusammen, dass die methodischen Verständnisse eben unterschiedlich sind. Es kommt Folgendes hinzu: Karlsruhe ist es gewohnt, in seinem Verfahren alle möglichen Sachverständigen anzuhören. Wenn Sie das Urteil lesen, ist das ein Seminar über Währungs- und Wirtschaftspolitik, höchst aufschlussreich. Und die Auswirkungen, die bestimmte währungspolitische Entscheidungen auf die Wirtschaftspolitik haben können. Der EuGH hat diese Möglichkeit, sachverständige Expertise einzubeziehen, zwar auch, macht davon aber traditionell keinen Gebrauch. Also es gibt ganz klare Unterschiede im methodischen Zugriff, die am Ende des Tages das Scheitern dieses Justizdialogs, der da nicht stattgefunden hat, erklären. Deswegen meine ich, ist die Lösung des Falles am Ende, diesen Justizdialog zu forcieren, ihn auszubauen und sich über die unterschiedlichen Ausgangspositionen dort zu unterhalten. Da jetzt hineinzuschlagen mit einem Verfahren nach Artikel 258 wäre weder sachgerecht noch im Einklang mit, finde ich, diesen Dialog, der auch einen Teil juristischer oder justizieller Unabhängigkeit darstellt. Geben wir die Frage weiter an die ehemalige Richterin unter uns. Frau Barley, ist es richtig, diese Frage ausschließlich juristisch zu bewerten oder gehört auch eine politische Analyse auch dazu? Ehemalige Richterin und ehemalige Mitarbeiterin des Bundesverfassungsgerichts, muss ich auch dazu sagen, und eine große Anhängerin dieser großartigen Institution. Und trotzdem habe ich eine andere Einschätzung als Professor Worm an der Stelle, weil ich glaube, man lässt die politische Komponente außer Acht, aber auch die menschliche. Dieses Urteil hat sich so lange angestaut und aufgebaut, und ich glaube nicht, dass diese unterschiedliche prüfende Verhältnismäßigkeit zu diesem Urteil geführt hat, sondern ich glaube, man wollte dieses Urteil fällen und dann hat man einen Weg gesucht, wie man es argumentieren kann. Und da also ein politisch gewolltes Urteil. Ach, politisch gewollt. Ich würde es gar nicht so hochhängen. Aber wenn man sich die Geschichte anguckt, das Verhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof, dann ging es in kleinen oder größeren Schritten auf diese Eskalation zu. Und ich finde, an einigen Punkten hat das Bundesverfassungsgericht einen Punkt. Aber ich nehme dem Bundesverfassungsgericht sehr übel, dass es diesen Fall gewählt hat, weil er einfach überhaupt nicht passt. Also das ist jetzt was für juristische Feinschmecker, aber im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung eine Kompetenzüberschreitung vorzunehmen. Also ich versuche es wirklich ganz kurz zu machen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, eigentlich ist der Europäische Gerichtshof für die Auslegung von Europarecht zuständig. Das sagt er auch mehrere Male in diesem Urteil. Das ist dem Gericht ganz wichtig. Nur dann, wenn das Bundesverfassungsgericht, der Europäische Gerichtshof, die Grenzen seiner eigenen, also die Grenzen dessen überschreitet, was überhaupt Europarecht ist. Sie nennen das Ultra Vires, jenseits der Grenzen. Wenn der EuGH dort irgendwas regeln will, dann schreiten wir ein. Und jetzt begründen Sie mit einer zu wenig ausgeführten Verhältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen eines Anleihenankaufes, dass das etwas sein soll, was jenseits der Grenzen des Europarechts liegt, weil der EuGH nicht genug geprüft hat, was die EZB da argumentiert hat, bewegt er sich außerhalb der Grenzen des Europarechts. Das ist, Entschuldigung, man kann unter Juristen alles diskutieren, aber das ist für mich sowas von also konstruiert. Ich sage es mal sehr vornehm. Es ist konstruiert. Und ich finde, man merkt diesem Urteil in jeder Pore an, da stand erst das Ergebnis, zumindest in den Köpfen mancher Richter, und dann hat man einen Weg gesucht, da hinzukommen. So liest es sich für mich. Und das fällt mir sehr schwer. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan dieser Einrichtung. Aber man muss auch die Konstellation sehen. Wie gesagt, es menschelt auch in solchen Organisationen. Es war die letzte Entscheidung in dieser Konstellation mit diesem Präsidenten, der direkt danach ausgeschieden ist aus dem Gericht. Ob man danach nochmal solche Konstellationen hat, weiß man dann auch nicht als Gericht. Also ich finde dieses Urteil, ich habe es scharf kritisiert, ich werde es weiterhin tun. Jetzt, wo ich nicht mehr Justizministerin bin, darf ich das auch, weil es natürlich diesen Ländern wie Polen und Ungarn eine Steilvorlage bietet. Und die ersten, die sich geäußert haben, waren die Polen, das polnische Justizministerium, und die haben gesagt, super,
endlich hat ein so renommiertes Gericht wie das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass wir hier entscheiden, was Europarecht ist und nicht der EuGH und nicht die europäischen Institutionen. Und das ist so, das sah man auch kommen, das sah auch dieses Gericht kommen. Und sie haben es trotzdem gemacht. Ich bin sehr unglücklich mit diesem Urteil. Sie auch, Herr Goerens? Ich erinnere daran, Sie sind, so wie ich, kein Jurist in dieser Runde, aber Vizepräsident des Ausschusses für Verfassungsfragen des Europäischen Parlaments. Wie bewerten Sie dieses Urteil? Ja, Sie betonen zu Recht, dass ich kein Jurist bin und ich kann dennoch nachvollziehen, und zwar zu 100%, was die Kollegin Barley eben gesagt hat. Mir bereitet dieser Entschluss von Karlsruhe große Sorge. Zum Ersten wird das Prinzip des Vorrangs europäischen Rechts auf nationales Recht unterhöhlt. So habe ich jetzt jedenfalls verstanden. Stellen Sie sich mal vor, alle 19 Gerichtshöfe der Mitgliedstaaten der Europäischen Union würden jetzt die Verhältnismäßigkeit des Anleiheankaufs kommentieren, interpretieren und darüber ein Urteil fällen. Was den Deutschen in der Verhältnismäßigkeit vielleicht zu weit geht, würde den Italienern vielleicht nicht weit genug gehen. Dann hätten wir aber wirklich eine nicht mehr handelbare Situation in der Europäischen Union. Die Europäische Zentralbank ist eigentlich politisch nur dem Europäischen Parlament verpflichtet. Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank wird mit diesem Urteil, sagen wir es auch mal vorsichtig, tangiert. Das bereitet mir sehr große Sorgen. Ich bin eigentlich, um es kurz zu fassen, auf deutscher und luxemburgischer Seite. Auf deutscher Seite, weil die Kommissionspräsidentin Deutsche ist und weil die ein Verfahren gegen die Bundesrepublik angestrebt hat, zu Recht, finde ich. Und ich glaube, das hat Mut verlangt und auch damit unterstreicht die neue Kommissionspräsidentin ihre Unabhängigkeit. Und ich bin auf Luxemburger Seite, weil ich für die Autorität des Europäischen Gerichtshofs in dieser Sache bin. Und wenn Sie mir als Nicht-Jurist noch eine zusätzliche Bemerkung erlauben, wenn die Europäische Zentralbank in dieser aktuellen Krisenzeit einknicken müsste, aufgrund des Karlsruher Urteils, dann wäre eigentlich niemand sehr zufrieden mit diesem Urteil. Denn was macht China zum Beispiel derzeit? Eine Monetisierung ihrer Politik. Und mit diesem Vorhaben haben die Chinesen sich vorgenommen, die Kernstücke der europäischen Industrie sich einzuverleiben. Und wenn wir das tatenlos und reaktionslos zulassen, und das wäre der Fall, wenn wir jetzt diese Anleiheverkäufe stoppen würden, dann geben wir uns wirtschaftlich auch selber auf. Und das ist auch nicht im Sinne der europäischen Bürger, die sich mehrheitlich wohl für eine europäische Industriepolitik aussprechen. Nein, ich glaube, dies ist keine Sternstunde europäischen oder vielmehr nationalen Rechts. Dann lassen Sie uns Darf ich da vielleicht noch ganz kurz was ergänzen? Das ist wichtig, weil auf die aktuelle Situation gemünzt, das haben die Richterinnen und Richter schon erkannt in Karlsruhe. Und vor der Urteilsverkündung, also es ist nicht Teil des Urteils, aber vor der Urteilsverkündung hat der Präsident und Vorsitzende dieses Zweiten Senates extra nochmal gesagt, dass das ein Urteil ist, was sich auf eine vergangene Entscheidung bezieht und ausdrücklich nicht auf die jetzige Situation. Also denen war schon klar, dass das hier eine Kernschmelze verursachen könnte, wenn man das so interpretiert. Und das Zweite ist, wenn es ein Vertragsverletzungsverfahren geben sollte, wovon ich noch nicht überzeugt bin, dann hoffe ich auch und gehe auch davon aus, dass es sich nicht direkt gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts richten wird. Verurteilt worden sind Bundestag und Bundesregierung. Die Bundesbank eventuell, die sich dann an die EZB wenden muss. Also dass es diese Schritte betrifft, weil ich die Befürchtung von Herrn Professor Braun teile, dass es sonst sich gegen die Unabhängigkeit der Justiz wiederum wenden würde. Herr Panchot, nur kurz nochmal. Ich will nur kurz. Also im Hinblick auf die Frage, Verfahren oder nicht, gilt hier auch
möglicherweise der schöne Satz der ehemaligen Verfassungsrichterin Frau Lübbe-Wolf, die ja gewarnt hat, nicht, das Bundesverfassungsgericht gegen sogenannte Ultra-Vires-Akte dort zu judizieren, auch nun für die Europäische Kommission. Man muss aufpassen, dass man keine Wüstenwanderungen anstrebt, die zu keiner Quelle führt, zu keiner Rechtsquelle in dem Fall. Das gilt auch für ein Verfahren nach 258, weil wenn man das politisch in dem Fall in der Tat dann zu Ende denkt, wo führt das hin? Dann müsste der EuGH am Ende des Tages über das wiederum umgekehrt über das Urteil seiner Kollegen zu Gericht sitzen. Das erscheint mir eine so absurde Situation, die dazu führte, dass die Judikative in Europa insgesamt beschädigt zu werden droht. Und angesichts der Notwendigkeit des Grundrechtsschutzes überall in der Europäischen Union und der treibenden Kraft von beiden Gerichten, dem Bundesverfassungsgericht und Luxemburg, fände ich das nun ausgesprochen fatal. Die Kraft, die Grundrechte momentan vorantreibt, schützt, verrechtlicht, zu beschädigen. Das empfände ich als hochproblematisch. Das hätte das Bundesverfassungsgericht einfach durch eine zweite Vorlage vermeiden können. Das hat es leider nicht gemacht. Das italienische Verfassungsgericht hat das mal gemacht. Da gab es ein Urteil aus des EuGH, was ich glaube sogar sachlich falsch war. Die hatten eine italienische Bestimmung falsch verstanden und dann hat das italienische Gericht einfach nochmal vorgelegt. Es ist sehr bedauerlich, dass das Bundesverfassungsgericht das nicht gemacht hat. Ja, finde ich auch. Die Frage ist aber, Dialog ist ja immer idealerweise von zwei Seiten zu führen. Und was möglicherweise, haben Sie recht, nicht, auch dazu geführt hat, dass Karlsruhe so entschieden hat, wie es entschieden hat, ist möglicherweise auch die luxemburgische Seite, wie dort der Dialog geführt wurde. Denn die Vorlagefrage des Bundesverfassungsgerichts war ja schon sehr differenziert. Und der EuGH hat sich leider nur in wenigen Absätzen mit dem Inhalt dieser Vorlagefrage auseinandergesetzt. Das mag diese Dialektik erklären zwischen beiden Gerichten und am Ende dann eben auch die Karlsruher Reaktion darauf. Ich sehe, dass Charles Goerens aufzeigt. Ich möchte Ihnen das Wort geben, indem ich das Ihnen und Frau Barley auch, ich meine, dieses andere Thema können wir nicht abschließend behandeln. Ich glaube, das bedarf vielleicht auch nochmal ein zusätzliches juristisches Proseminar. Herr Goerens, wir haben auch dazu eine Frage von Herrn Max Bintener, die in diese Richtung geht. Und lassen wir uns jetzt mal auch ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir hatten jetzt wir haben sie immer noch, eine Corona-Krise. Wir haben ein Recovery Package das jetzt in der legislativen Prozedur ist. Wir haben den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union, der beschlossen werden muss. Frau Barley, wir haben auch die deutsche Ratspräsidentschaft, die im Juli beginnt. Und was ja auch bald ansteht, ist die Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union. Und im Angesicht dessen, was wir alles besprochen haben, mit welchem Gefühl und mit welchem Optimismus blicken Sie dieser Konferenz entgegen? Charles Goerens und abschließend auch diese Frage an Katharina Barley. Nur ein Wort noch zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtshofs. Ich hätte Herrn Braun die Frage stellen wollen, wie er denn die Verhältnismäßigkeit der Europäischen Zentralbank in dieser Frage interpretiert. Gut, aber dafür fehlt uns wahrscheinlich die Zeit. Jetzt mein Gefühl über die Konferenz über den Future of Europe. Ich habe eher ein gutes Gefühl. Es könnte gut ausgehen, wenn wir unvoreingenommen und result-orientiert an diese Frage herangehen. Ich habe soeben die europäische Industriepolitik erwähnt. Vor 2 Jahren konnte man im Europäischen Parlament darüber nicht reden. Heute wird das als eine Notwendigkeit angesehen. Nachdem die USA von Europa eine stärkere Rolle in der eigenen Verteidigung verlangen, sind auch viele Europäer überzeugter denn je, dass die Europäische Union eine eigene Verteidigung braucht. Wir sind im Mittleren Orient, auf dem Gebiet der Außenpolitik, kaum vernehmbar. Die Menschen wollen auch eine effizientere Außen- und Verteidigungspolitik. Dies alles lässt mich schließen, dass in
absoluten Kernfragen der Alltagspolitik und was wir bis dahin zu oft noch als nationale Hoheit angesehen haben, eine Bereitschaft der Bürger voranzugehen. Und ich glaube, in diesen Fragen sind die Bürger uns als Politiker einiges im Voraus. Und wenn wir das richtig bündeln, richtig erklären, den Bürgern wirklich zur Sprache kommen lassen in den nächsten 2 Jahren, dann sollte man auch ergebnisoffen offen sein für eine eventuelle Vertragsänderung, die wir anbringen müssten. Das ist meine grundsätzliche Haltung. Ich bin als Vizepräsident des AFCO-Ausschusses, der Ausschuss für konstitutionelle Affären im Europäischen Parlament, der Meinung, dass wir wirklich im Herbst, spätestens im September, hiermit anfangen sollten. Es bleiben uns noch 4 Jahre bis zum Ende dieser Legislaturperiode. 2 Jahre soll diese Konferenz dauern. Wenn wir den Dialog mit den Bürgern in den ersten 15 Monaten hinbekommen, dann könnten wir auch die sich daraus ergebenden politischen Schlussfolgerungen noch zu gegebener Zeit mit der Hoffnung auf eine Umsetzung vor dem Ende dieser Legislaturperiode hoffen. Frau Barley, Charles Goerens sieht in dieser Krise eine große Möglichkeit zur Vertiefung der Europäischen Union. Ist es ein Optimismus, den Sie teilen, mit Hinblick auch auf diese Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union? Also ich bin eigentlich Berufsoptimistin sozusagen und tatsächlich birgt diese Krise eine riesige Chance für die Europäische Union, weil alle spüren, in dieser Krise hat die Europäische Union nicht das geleistet, was sie leisten sollte, was auch die Bürgerinnen und Bürger erwartet haben von ihr. Und die einen reagieren so darauf, dass sie sagen, dann ist die EU nichts wert. Aber eigentlich muss man ja genau das tun jetzt und fragen, wie müssen wir denn die Europäische Union bauen, dass sie das kann, dass sie das leisten kann, was die Bürgerinnen und Bürger von ihr erwarten. Und da ist jetzt diese Konferenz zur Zukunft Europas natürlich das ideale Instrument. Allerdings hatten wir gestern dazu im Plenum eine Debatte und haben auch wieder eine Resolution gefasst. Wir haben bereits eine Resolution gefasst vor einem halben Jahr, wo wir sehr detailliert gesagt haben, was wir gerne wollten. Die Kommission ist gut dabei. Aber wir sehen, dass der Rat total blockiert. Die sind noch nicht mal in der Lage gewesen, in diesen 6 Monaten ein Verhandlungsmandat auf den Weg zu bringen. Dass Deutschland die Ratspräsidentschaft übernimmt, gibt Ihnen Hoffnung, oder? Das gibt mir auf der einen Seite Hoffnung, auf der anderen Seite hat sich so viel angestaut. Die können jetzt auch nicht alles innerhalb von 6 Monaten lösen. Also da kommt sehr viel auf die zu. Aber der Punkt ist natürlich, wenn wir sagen, wir wollen vernünftigere Regelungen für Europa, sprich auch in Teilen mehr Kompetenzen, dann brauchen wir Mitgliedstaaten, die diese Kompetenzen abgeben. Und ich sehe derzeit sehr, sehr wenig Bereitschaft dazu. Es geht immer punktuell. Wir hatten eine Finanzkrise, dann geht es im Finanzwesen, bei den Banken. Wir sehen es jetzt Gesundheitskrise, es geht jetzt gerade bei Gesundheit. Aber diese grundsätzliche Frage, wie wollen wir Europa aufstellen, damit es alles tun kann, was die Bürgerinnen und Bürger von ihm erwarten? Ich sehe nicht, dass der Rat dazu bisher bereit ist. Deswegen verhaltener Optimismus. Und abschließend, Herr Braun, ich gebe Ihnen noch mal ganz kurz das Wort aufgrund eines Aspekts, das Herr Goerens angesprochen hat. Herr Goerens sprach davon, halt den Bürgern auch stärker ins Spiel zu bringen. Und Sie haben sich auf den Verfassungsblock zu dem Urteil geäußert des Bundesverfassungsgerichts. Darüber haben wir gesprochen, aber da haben Sie auch abschließend gesagt, dass langfristig müsste man auch den Bürger auch in der europäischen Rechtsfassung ernster nehmen und ihm auch die Möglichkeit geben, vor den EuGH zu gehen. Ich lasse Sie vielleicht diese Forderung erklären und vielleicht auch als Jurist über die politische Machbarkeit darüber sprechen. Und damit haben Sie dann das Schlusswort. Ja, vielen Dank. Also ich denke, ich gehe mit der Frage mit, es bedürfte eigentlich einer Grundreform der Europäischen Union im Hinblick auf eines in der Tat souveräneren Europa, in der die Fragen der geteilten Souveränität in verschiedenen Gebieten, Finanzpolitik, Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, sehr viel deutlicher wird, zum einen. Und zum anderen natürlich auch eine Stärkung europäischer Institutionen, insbesondere des Europäischen Parlaments, vorangetrieben wird. Das ist eine
vernünftige politische Zielsetzung, bei der man auch politisch den Mut haben sollte, diese offensiv zu vertreten. Ich glaube, es fehlt uns an vielen Stellen an Mut und an der Bereitschaft, Europa sehr viel stärker wieder aufs politische Schild zu heben und dafür auch offensiv zu kämpfen und zu streiten. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sind da viel zu defensiv, meine ich, gegenüber. Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Ihre Frage ist ein Teil dessen, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man auch das europäische Rechtssystem dahingehend verändert, dass das Vorlageverfahren, was wir momentan haben, möglicherweise ergänzt wird um so etwas Ähnliches wie eine subjektive Rechtsbeschwerde der Unionsbürger, die nach Erschöpfung des nationalen Rechtsweges sich direkt an den EuGH wendet. Momentan ist es so, dass wenn man einen Fall vor den EuGH bringen will, das nur auf der Grundlage eines Vorlagebeschlusses machen kann, den ein Gericht fassen muss. Das heißt, ich kann als Bürger nur beten, gegebenenfalls, dass das Gericht das auch macht oder darauf hinwirkt. Ich habe aber selber kein subjektives Recht, das zu machen. Das finde ich deswegen greife ich einfach Ihren als Rechtssystem wichtig. Ja, mit dem Blick auf die Zeit, Entschuldigung, noch einfach den letzten Punkt, auf den Sie gesagt haben, es bedarf Mut, und Sie sprachen jetzt auch vom Beten, dass es für den Bürger nicht nur bei Beten bleibt, sondern auch um tatsächlich einer tatsächlich juristischen Handhabe, die ja zum Beispiel auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg tatsächlich ja schon existiert. Krisenzeiten sind ziemlich gute Zeiten, um Mut an den Tag zu legen. Es gibt viele politische Initiativen, wir sprachen vom Recovery Plan, die in die richtige Richtung gehen oder die Mut machen. Frau Barley, Sie sprachen ja auch diesen Rechtsstaatlichkeitsmonitoring, das Monitoring der Rechtsstaatlichkeit an in den Mitgliedsländern, was jetzt im Laufe der nächsten Monate im Europäischen Parlament zur Abstimmung kommen soll. Also es tut sich was. Es tut sich was. Man kann also guten Mutes sein und Optimismus haben. Und sozusagen in dieser positiven Stimmung möchte ich mich einerseits bei den vielen Zuschauern hier auf Zoom bedanken. Ich möchte mich bei RTL LU bedanken, dass Sie wieder unsere Veranstaltung gestreamt haben. Ich möchte mich bei der Europa-Union Luxemburg bedanken für die Partnerschaft für diese Veranstaltung, so auch wie auch bei dem EDIC, Europe Direct der Uni Luxemburg für die Partnerschaft für diese Veranstaltung und auch bei unserem Team, das heißt an Marco Jüch, der die Technik im Hintergrund leistet, wie für jede Veranstaltung, und an Lea Schuck, die mir die Fragen weitergeleitet hat. Und da muss ich mich auch gleichzeitig entschuldigen, dass ich nicht jede Frage mit aufnehmen konnte. Habe es bei Paaren gemacht und ja, die anderen kommen vielleicht nächstes Mal zum Zug. Ich gebe mein Bestes. Und wenn ich sage nächstes Mal, dann heißt das nächste Woche Freitag, 12:30 Uhr, gewohnte Uhrzeit. Dann zu unserem letzten EU-Talk vor der Sommerpause mit Isabel Wissler-Lima, einer unserer luxemburgischen Europaabgeordneten, mit dem deutschen Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach und mit Ranga Yogeshwar, wo wir über Fake News sprechen werden, auch ein Thema, das ja aktuell diese Woche im Plenum besprochen wird in Brüssel. Und in diesem Sinne nochmal ein herzliches Dankeschön auch an die Runde. Vielen Dank, Herr Professor Stefan Braun. Vielen Dank, Charles Göhrens, und vielen Dank, Katharina Barley. Und ich hoffe, bis sehr bald.